Salut zusammen und herzlich willkommen zurück zu GTA 5. Wir sind hier noch beim Franklin und wir haben ja noch gesagt, in der nächsten Mission machen wir, oder in der nächsten Phase machen wir Mission beim Lester. Jetzt schreibt uns Tonia gerade da noch einmal, wir sollen ihr helfen. Aber wir gehen jetzt einmal zum Lester, weil wir machen jetzt dort mal noch die Mission. Und dann haben wir, glaube ich, nur noch, sage ich noch kurz, beim Michael noch eine Mission. Und dann haben wir es eigentlich schon wieder mit dem Franklin. Beim Michael wird es wahrscheinlich dann wieder um den Matratzo gehen, weil wir ja, oder der Trevor hat ja seine Frau entführt. Oh, ist gerade da. Aber wir müssen das Telefon. So, dann machen wir doch das mal. Ever heard of Jackson Skinner? He's head of product development at Facade. Man, we must read different magazines. And the bastard made a fortune selling customer data to the highest bidder from Moscow to Tehran. He's handing it to the cyber terrorists on a fucking silver platter. Okay, dog, chill. Shit, chill. I got you, man. What's the play? I'm reliably informed that he has a weakness for working girls. There's a regular he likes to pick up in La Puerta. You stake her out, and she should lead you to Skinner. I'll send you the location. Meanwhile, maybe I'll take another look at the fruit share price. All right, homie. I'll be in touch. Beobachte die Prostituierte. Okay, ja, das machen wir doch sehr gerne. Wir fahren jetzt dort her. Ist gerade da eigentlich um die Ecke sozusagen. Ist ja nicht so extrem weit weg. Und ich hoffe jetzt mal, dass das Mikrofon ein bisschen besser ist. Oder dass es nicht so extrem übersteuert. Weil die letzten 4 Folgen sind, wenn ihr vielleicht gemerkt habt, habe ich einem Stück aufgenommen, weil das Mikrofon immer recht am Übersteuern war. Und ich habe es jetzt ein bisschen weiter weggenommen. Das Problem war einfach, dass ich das Mikrofon relativ nahe bei mir hatte. Jetzt habe ich es ein bisschen weiter weg. Ich hoffe, es ist jetzt nicht zu weit weg. Aber ich könnte es eben noch ein bisschen lauter pegeln. Also wäre das weniger schlimm, sage ich mal, wenn es ein bisschen weiter weg wäre. Aber tut mir schon mal leid, dass die letzten 4 Folgen relativ überpegelt waren von meiner Stimme her. So, ich glaube, ich kann mich noch an die Mission erinnern. Jetzt müssen wir da irgendwie so einen Dude beschatten. Was genau dann noch passiert, da weiß ich nicht mehr, aber ich kann mich ein bisschen an die Mission erinnern. Die stehen da einfach im Regen, die Frauen. Damn, that must be my girl. Hi there, beautiful. You want to party with me? Not today, honey. I'm waiting for someone. No browsing. It's bye now or bye-bye, honey. Yeah, I hear you. Was ist ein Wagen? Okay. Ah, wir müssen warten, ups. Und schon gefailt. Ich denke, ich muss sie aufladen. Okay, ich weiss die Mission doch nicht mehr ganz genau, wie sie läuft. So sieht es besser aus. So müssen wir warten in dem Fall. Oh mein Gott, jetzt habe ich schon gemeint, jetzt fällt unsere Deckung wieder auf, aber alles noch gut gegangen. Hä? Okay, das war auch nicht gewesen. Jetzt warten wir halt hier hin. Sicherheitshalber, weil nicht das irgendwie blöd stehen. Da kommt das nächste Auto. Hey, baby. What can I get for $10? You can get the bus home and jerk off thinking about me. Get the fuck out of here. Okay, der ist auch nicht gewesen. Da kommt einer mit dem Cabriolet und es regnet natürlich. Also das war er in dem Fall. Oder das ist nicht. Jetzt müssen wir den verfolgen. He? Schalte die Zielperson aus. Okay. Ja. Easy. Bruh. Holy shit. Bruh. Oh Gott, bin ich schlecht, ich treffe ihn nicht. Ich kann ihn eigentlich nicht so abschiessen.
Oh, ich habe sie auch verwünscht. Upsi. Egal. Verlasse das Gebiet, machen wir, fahren wir weg und haben die Mission schon bestanden, obwohl das jetzt recht gefehlt hat. Eigentlich kann ich eine TAF-Bombe in her schmeißen und das Ganze so beenden, aber es ist nicht so gut gegangen. Ah, mit dem Lester wieder an. Excellent news. I'll speak to you soon. Gut, eine Mission schon bestanden. Ja, hätten wir wahrscheinlich können Gold holen. Haben wir aber nicht, weil wir haben einen Kontrollpunkt gebraucht, oder beziehungsweise wir haben eine Mission haben wir fehlgeschlagen. Und jetzt könnten wir wieder zum Lester gehen. Wir gehen jetzt aber zum Michael. Gut, also wir sind da bei Michael. Dann fahren wir da mal auf seinen Platz her und schauen wir mal, was da abgeht. Weil eben, der Michael hat es ja jetzt gerade nicht so einfach. Ich kann mich gar nicht an die Mission jetzt so erinnern oder was jetzt so genau passiert. Mal schauen. Where you at, man? Your house is empty. Oh, hey. I had to kind of lay low for a while. Yeah, that nice Mexican we met. Me and T did that job for him, and we fell out. You gotta be joking. I wish I was. So where you at now? Desert, out by Alamo Sea. All right, well, I'll hit you if I find anything. Absolutely. Oh, hey. Trevor's got his wife. Trevor's got a wife. No, the Mexican's wife. What? Shit, I don't know what to say about that one. Nothing. Nothing to say about that. Run! Run! I'm back! Coming, Trevor! Bring me my coffee, I'm gonna cut your arm off. Absolutely! Who the hell's that? Your maid? Oh, business partner. Good guy. Very loyal. Ron, that is Michael. And this is Patricia. Listen, beautiful. You know, I'm sorry about everything that's happened. And, I can't guarantee no harm's gonna come to you. I might have to chop you up into little pieces before spraying your pulp mess down the drain, but I really hope it doesn't come to that. I appreciate your honesty. You are a good man. I can see that. You need your eyes examined then. Ron, you miss me? Yeah, Trevor, a bit, I mean. How's the fucking business? I tried. If you're gonna give me a sob story, I'm gonna rip your fucking throat out and shove a turd down the hole. It's not a sob story. It's just not quite come good yet. But I heard about something to do with Merryweather. Those assholes Big again. cache of weapons they got coming in. So I thought you might want to, requisition it. Fantastic! Let's go! I'm in. Whoa, no, not you. Sit down. You're a wanted man. Stay low. And watch her, okay? She's a good lady. Let's go, Ron. Good to meet you, Michael. Fucking come on, let's go! The weapons are coming in by air. Gut, also jetzt spielen wir wieder mit dem Trevor. Und jetzt müssen wir irgendwo her. Hä? Steigen. Ah, das ist die Mission. Ui, die ist geil. Das ist da, wo wir das mit dem Flugzeug abstürzen. Ich glaube, es ist die. Bin mir aber nicht gerade so 100% sicher, aber ich habe es gemeint. Leider ist es jetzt wieder in der Nacht, das Ganze. Irgendwie habe ich immer so ein bisschen das Pech, dass meine Folgen meistens alle zur Nacht sind, oder die Missionen, ich weiß auch nicht wieso. Meistens sterbe ich einfach am Tag immer. Aber wir fahren jetzt mal den Mackenzie's Flughafen, heisst der, glaube ich, oder so. Haben wir einen aufgeladen, sorry. Aber ich glaube es nicht, dass es die ist. Weil das ist ja so ein riesen Cargo-Flugzeug, wie der heißt. Irgendetwas. Ich weiß nicht wie ganz genau der Name ist von dem Flüger. Und für da müssten wir ja wahrscheinlich eher am Sandy Shore Flughafen sein als da bei denen. Nein, das ist nicht die Mission, die ich gemeint habe. Die kommt dann von, aber die Mission, die ich meine, die noch kommt, die ist sehr geil.
Die Mission kann ich mich gar nicht gerade erinnern. Alter, Ron! Und jetzt, was müssen wir machen? Ah, ich muss eben dort herfliegen. Jetzt habe ich gedacht, der Ron läuft mir noch vorne Propeller rein, man. Der hat es noch also schon gerade geschnetzelt dann. Ui. Ich denke, der Flüger ist ein bisschen schneller. Nein, das ist nicht so ein schneller Flüger. Ich habe die Ego-Perspektive gehen. Ja, mal, jetzt geht. Jetzt hat er schon ein bisschen Geschwindigkeit aufgenommen. Okay, möglichst nicht tief über den Boden fliegen. Die Mission kennen wir auch schon. Es gibt auch so eine ähnliche Mission, gibt es eigentlich in San Andreas auch. Wo wir irgendwie so ein Paket abwerfen und dürfen aber nicht von der Polizei entdeckt werden oder vom Radar dort. Ah doch, das ist der Cargo Plane. Ist doch die Mission. Bleibe aber dicht am Boden. Okay, ich muss ein bisschen tiefer fliegen noch. Der landet aber jetzt, glaube ich, auf dem Militärstützpunkt, habe ich gemeint. Oder kommt er von dort? Nein, der landet doch dort. Irgendwie steht er dort oben so in der Luft. Oder habe ich da nur das Gefühl? Ach, der steht doch einfach so in der Luft. Jetzt muss ich rundherum fliegen. Ja, eben, wir müssen rundherum fliegen, alles klar. Ja, dann fliegen wir da gerade noch unter der Brücke durch. Wow, nein, die Brücke haben wir schon unterflogen. Das kommt mir gerade in den Sinn. Was macht der Flüger? Hey, ich kann mich voll nicht mehr an die Mission erinnern. Aber wir fliegen jetzt einfach halt mal hinten nach. Ich weiß auch nicht, wo der durchfliegt. Oder wo er landet. Wahrscheinlich landet er dann eben Sandy Shore. Jetzt fliegen wir einfach da um die halbe Map rum. Nicht mehr an, aber ich weiß es gerade nicht auswendig. Okay, da verschiebt noch uns der Franklin. Wahrscheinlich ist gerade der Dings gekommen, oder einer von den O'Neill Brothers. Okay, ja gut, wir fliegen jetzt dann einfach mal hinten nach. Ich weiß nicht, wo der landet oder was jetzt genau passiert. Aber es bringt auch nicht, dass ich jetzt so das Ewigkeiten drinnen lasse, sondern ich das dann einfach halt wieder rausschneiden. Wenn etwas passiert, sehen wir es dann wieder. Also, nebst meiner Autokunst habe ich eine sehr gute Flügerkunst oder Flugkunst. Ah, ich habe den Baum nicht gesehen. Scheiße. Also, dann fährt es wieder von vorne an. Beziehungsweise, nein, Checkpoint war anscheinend, wo wir am Dings rumgeflogen sind. So. Ich glaube, jetzt haben wir es etwa mal geschafft. Steigen auf die gleiche Höhe des Frachtflugzeuges. Okay. Jetzt fliegen wir an das Heck. Okay, jetzt weiß ich gar nicht mehr. Jetzt weiß ich es wirklich gerade nicht mehr.
me down. Now that's not very sociable. Ist auch komisch, dass wir schneller sind als so ein Riesenflüger, der Jet-Antrieb hat und wir so mit dem Propeller. Fliegen in das Frachtflugzeug hinein, okay. Holy shit, ist uns mit der Raketenwaffe auf uns? Hauptsache Kumpel die runter vom Flüger. Macht Sinn. So, jetzt müssen wir die schnell alle umhauen in dem Fall. Wow. Wow. Holy shit. So, weg mit denen. Übernimm die Steuerung, machen wir doch gern. Come in, Air Traffic Control. There's been a change of personnel and destination on the Merryweather jet. We are now landing in Mackenzie Field. What? Jetzt sind wir da plötzlich in Los Santos unten. Wie sind wir jetzt so schnell runtergekommen? Over. Ronnie, the cargo jet is now part of the TP Enterprise fleet. You with the Mac? We're here, T. Awaiting your arrival. Who are these guys? Wow, das sind Jets, hä? We're under orders to escort you to base. Change course or we will engage. Or you could diddle yourself. Hey, Ron. So, the freaking Air Force are on me. They deploy jets. Try and fly over them, T. Fly above them. All right. Comply immediately. I'm landing at Mackenzie. Aber wir sind super schnell da unten gewesen in Los Santos. Also, für das, dass wir so einen riesen Flüger haben. Können wir wegrammen? Hau ab, hier ramm die weg. Der Flüger zittert verdammt groß, weil er schon beschädigt hat. Is authorized. Change bearing or we will engage. I don't think you understand the effort I've gone to be here, pal. Komm, ich putze die weg. Weg mit dir! Weg mit dir! Oh mein Gott! This is your final warning. Divert now or be engaged. Hey, you wouldn't shoot me down anyway. Think of the ground casualties. Kommt er wieder? Ah, jetzt ist er weiter vorne. Wow! Cargo jet has safely orbited the desert. We are weapons free. Hat jetzt mein Flügel gebrannt? Weapons free. Eagle 1, Fox 2. Eagle 2, Fox 2. Wow! This goose is cooked, Ron. Ron! Ron, you hear me? T! T! Captain! Get out of there, boss! I don't want to lose you! Controls are useless. That ain't for the dirt. Ich kann nicht mehr lenken. Macht alles selber jetzt. Okay. Wow! Ah, jetzt kann man da eben ins Auto einsteigen. Ja, dann gehen wir mal raus, besser, hä? Hui! Da gibt es geiles Thumbnail. An dem See? Oder schaffe ich es echt irgendwie über zu gleiten? Nein. Besser mal rauskumpen hier.
Und dort hinten ist es im Wasser gelandet jetzt. Heilige Scheiße. Aber das ist eben die Mission, die ich gemeint habe, die ist richtig geil. Und wir landen jetzt da schön, gerade beim Trevor seinem Wohnmobil. Oder auch nicht. Ich habe voll die Bruchlandung gemacht. Aber wir haben die Mission geschafft. Bestanden. So. Leichte Turbulenzen. Genau, schauen wir mal. Gut, Treffergenauigkeit ist jetzt natürlich halt wieder, haben wir wieder nur 7 bekommen, weil wir die Mission vorher gescheitert haben, weil ich ja dort abgestürzt bin. Aber wir haben die Mission gleich bestanden. Und ja, ich würde sagen, das wäre es mit dieser Folge von... Oh, Leute, bin ein bisschen früh gewesen. Trevor! Shit, are you okay? I saw the plane go down. I survived, and Lizard Army didn't do so well, so that's something. Ah, thank God. The fuselage went into the Alamo Sea. You might be able to salvage the hardware with dive gear or something. Ah, good idea. But it'll take time. Tell Oscar he ain't getting these guns. Okay, look, I gotta ask. Are you in with the federal government? An agent, Sanchez, was round here saying you and Michael had to meet his supervisors at the garage, the Cook site. Fuck, I gotta do this, okay? But I'm using them, alright? They ain't using me. Let's make that clear. Gut, also, wie gesagt, das war es mit dieser Folge von GTA 5. In der nächsten Folge gehen wir dann gerade zu dem B, wo wir jetzt bekommen haben, dort unten. Machen wir nochmal eine Mission mit dem Trevor zusammen. Und ja, da würde ich sagen, wenn es euch gefallen hat, würde ich mich natürlich immer über eine Bewertung freuen. Und auch über ein Abo, sowie auch wenn ihr das Video teilen würdet. Und sonst sehen wir uns dann einfach in einer anderen Folge wieder. Bis dann sagen wir mal, macht's gut, schönes Tag noch und ciao.